Ja, von meiner Seite ein wunderschöner guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr alle hier seid. Mal sehen, ob ich jemanden kenne. Immer schön auch bei euch um 9:30 Uhr zu dienen. Ja, Jesus, der beste Freund, was für ein Konzept. Ich weiß, damals, als ich so ein bisschen einen Shift gemacht habe, wo meine Frau auch mein bester Freund wurde und nicht nur Ehefrau. Das war für mich ein bisschen merkwürdig, weil für mich Freunde waren ja Umziehgarderobe, Eishockey. Das waren meine Freunde, wo man auch ohne Tuch herumlaufen kann und man wird nicht geheckelt. Aber meine Frau war nicht mein Freund, sie war meine Ehefrau und ich konnte ihr nicht alles anvertrauen, weil das macht man noch mehr mit Freunden in der Eishockey-Umziehgarderobe. Da kann man alles sagen und alles, keine Regeln fast. Und das war sehr schwierig, aber eigentlich, wenn es um Ehe geht, ganz kurz, es ist Freundschaft, dass die Ehe in die Distanz nimmt. Weil irgendwann werden sich auch andere Sachen so mit Schwerkraft und so weiter verändern. Und dann gilt die Freundschaft, die natürlich dann die Beziehung in die Weite nimmt. Je nachdem, welche Art von Freunden du in deinem Leben hattest oder gehabt hast, kann die Vorstellung, dass Jesus dein Freund ist, noch ein schwieriger Gedanke sein. Oftmals denkt man ja, Gott ist Gott, so groß und so weit und hat das Universum geschaffen und er, mein Freund sein, das ist ein Konzept, das viele mit dem nicht gut handeln können. Aber es gibt 3 Arten von Menschen, die du anziehen wirst, das habe ich gelernt jetzt als Pastor, wenn man so ein ernsthafter Christ ist und man geht wirklich voraus mit Gott, mit Gottes Plan, die dann in meinem Leben sind. Und ich habe mal gesagt, die erste Person ist die Vertrauensperson. Und eine Vertrauensperson ist jemand, den man natürlich ganz wenig im Leben hat. Das sind die Leute, die mich bedingungslos lieben. Sie lieben mich, sie haben Zeit für mich, sie sind für mich hier und nicht für was ich glaube, nicht glaube. Und das heißt auch, sensible Informationen kann ich Ihnen anvertrauen, ob es mir gut geht, schlecht geht, ob ich jetzt Recht habe, nicht Recht habe. Sie sind hier für die lange Strecke. Und auch wenn ich in Schwierigkeiten bin, auch wenn ich im Gefängnis bin, werden Sie mich besuchen. Sie sind einfach immer hier. Das sind die Vertrauenspersonen. Und wie gesagt, wenn man da 2, 3 im Leben hat von diesen Personen, dann hat man wirklich ein gesegnetes Leben. Und du kannst deine Bestimmung im Herrn, was Gott dir anvertraut hat, auch ihnen anvertrauen. Sie sind wirklich für dich hier. Und diese Menschen, ich denke, sendet Gott in unser Leben, so wie das Wort sagt, dass Eisen Eisen schärft, dass sie uns ein besserer Mensch machen. Das heißt, sie werden dich konfrontieren, wenn du nicht recht hast, aber immer noch mit dir sein, dich lieben und mit dir unterwegs sein. Dann hat es, für diesen Sonntag ist auch mal gesehen, die Stimmbürger. Und die Stimmbürgerfreunde, das sind sie interessieren sich nicht für dich eigentlich. Sie sind mehr an der Sache interessiert, wo du Interesse hast. Solange du für das bist, wofür sie sind, werden sie mit dir gehen und mit dir arbeiten. Aber niemals denke, dass sie für dich hier sind. Das ist ein bisschen anders dort. Und wenn sie jemand anderen treffen, der vielleicht ihre Sache besser fördern kann, dann werden sie dich fallen lassen und mit der Person gehen, die sie besser fördern kann. Habt ihr schon mal so jemanden erlebt? Ich denke, viele von uns sind schon da gewesen. Und du musst aber wirklich vorsichtig sein, dass du, speziell wenn du ein zerbrochenes Herz hast, wenn du irgendwie eine Verletzung hast und du mit ihnen dein Herz teilst, sie sind nicht die Vertrauensperson, sie sind mehr ein Stimmbürger in deinem Leben und das geht sie fast nicht an. Sie interessieren sich nicht daran, wie du schmerzt und zerbrochen bist. Und wenn wir das dann ihnen anvertrauen, dann können wir oftmals sehr enttäuscht sein.
Dann gibt es noch die dritte Person, Freunde, in unserem Leben. Das sind die Verbündeten oder die Alliierten. Und wir sehen ein ganz altes Bild von Churchill, Mussolini und Stalin. Ganz alte Alliierten, vielleicht nicht mehr so alliiert heute. Aber diese Leute sind weder für dich, noch sind sie für das, wofür du bist. Aber sie sind eigentlich gegen das, wofür du auch dagegen bist. Und solange du mit ihnen unterwegs bist, bis der Sieg errungen ist, bleiben sie mit dir. Und dann, wenn der Sieg kommt und du hast den Durchbruch, dann sind sie wieder weg. Das sind so wie die Gerüstfreunde. Das Gerüst ist hier ums Haus herum, bis alles geschaffen worden ist und bis es so steht und alles wurde durchgeführt. Und dann geht das Gerüst weg. Und ihr müsst wirklich verstehen, dass die Stimmbürger und die Alliierten nach einer Weile dich verlassen werden. Also sei nicht überrascht, wenn du deinen Traum mit ihnen teilst, das Tiefe, was Gott mit dir macht, mit ihnen teilst, und sie werden nicht große Begeisterung haben. Denn sie sind wirklich nicht mit dir verbunden, aber mit dem, wofür du bist oder wo du gegen das bist. Und ich denke, als nächster Punkt hier, man muss solche Menschen auch loslassen können. Das heißt, wenn einmal der Punkt kommt, wo sie einem verlassen, weil sie woanders besser unterwegs sind, vielleicht um ihre Ziele zu erreichen, dass man nicht darum kämpft, sie im Leben zu behalten, im inneren Kreis zu behalten, weil sie gehen raus und da muss man sie loslassen. Und das kann manchmal schwierig sein, weil man hat doch gute Erinnerungen, gute Zeiten zusammen. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht da auslaugen und daran arbeiten, was eigentlich gar nicht sein wird oder nie sein wird, und einfach loslassen. Das ist etwas Wichtiges, weil ich habe in meinem Leben schon gesehen, ich habe schon so viel Zeit verbracht, Gebete, Tränen, Seelsorge, was immer, mit Leuten, die ich im Leben haben wollte oder im Leben bleiben wollte, dass sie mit mir bleiben, aber sie sind dann gegangen. Und das ist manchmal schwierig, wenn man nicht lernt, Leute loszulassen. Und ich sehe es so, dass man sagt, Herr, ich nehme meine Hand weg von ihnen, ich gebe ihre Hand in deine Hand, da sind sie besser aufgehoben. Vielen Dank, Gott, das sage, ciao. Und loslassen. Es ist nicht immer einfach, das ist ganz klar, weil Emotionen sind da drin und man hat Erinnerungen und so weiter. Aber es kommt eine Zeit, wo Leute, wie gesagt, sie kommen in dein Leben und dann aus deinem Leben, aber sie bleiben nicht drin. Aber es gibt die ganz am Anfang gesagt, das sind die nahe zu dir sind. Das sind die Menschen, mit denen die dann auch bleiben bei dir. Okay, starke Freundschaften brauchen Zeit, um sie zu entwickeln. Im Alten Testament, glaube ich, 4-5 Mal hat Gott gesagt zu einer Person, du bist mein Freund. Abraham und Moses und andere. Und das war ganz rare, also ganz selten, dass man das gehört hat, dass Gott jetzt mein Freund ist. Und in Johannes 14, 15, 16, Jesus erwähnt er 4-mal etwas ganz Besonderes. Und zwar erwähnt er, das können wir mal sehen, Johannes 14, 13, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitte erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal in der Bibelschule so gelesen habe, dachte ich mir, ja, das ist vielleicht nur in dieser Ausführung, habe ich noch ein paar andere Übersetzungen geschaut. Und in allen Übersetzungen hat es gesagt, ich darf bitten und er wird mir alles erfüllen. Dachte ich mir, okay, was für ein Auto soll ich jetzt den Herrn bitten? Nicht gerade so extravagant, so wie Ferrari, aber etwas mehr Bescheidenes, so Mercedes oder... Und ich wusste doch, ich habe das Gebet gebetet, voller Herzen und überzeugt, dass Gott mich jetzt gehört hat, aber der Mercedes kam einfach nicht.
Im Englischen sagt man so, a blank check, ein ungedeckter Scheck oder ein offener Scheck, wo man den Betrag selber reinschreiben kann. Johannes 14,14, bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen und ich werde es tun. Halleluja. Ich liebe dieses Evangelium. Johannes 15,7 in der Elberfelder. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Johannes 16,23 und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Herrn, den Vater bittet, werdet ihr in meinem Namen, wird euch auch gegeben. Wow. Warum wird Jesus am Ende seiner Zeit hier mit uns, Kapitel 14, 15, 16, mit den Jüngern sagen, hey, was immer ihr möchtet, ich tue es für euch. Ich meine, die waren jetzt schon überfordert, dass Jesus geht, dass er sie verlässt. Und dann sagt er noch, okay, so ein bisschen als Trost, ja, hier ist der ungedeckte Scheck, hier ist der Blank Check, ihr könnt reinschreiben, was ihr möchtet und ich werde es tun. Und ganz zwischendurch da hat er etwas ganz Spezielles gesagt. Johannes 15, 15. Das ist das Warum dahinter. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was Jesus sagte ist, hey, ihr müsst noch viel lernen, aber ich möchte, dass ihr wisst, alles, das ich vom Vater gehört habe, habt ihr jetzt auch gehört von mir. Ich bin total transparent mit euch. Was ich weiß, wisst ihr auch. Ich halte nichts zurück, ich habe nichts verborgen, von meiner Seite her komplett offen. Und ich denke, wenn das von der anderen Seite auch kommt, wo wir sagen können, Herr, was immer ich in meinem Leben habe, das weißt du. Ich gebe es dir, ich sag's dir. Ich habe offenes Herzen. The good, the bad and the ugly. Alles, was ich in meinem Leben habe, auch von meiner Seite, Jesus, ich vertraue es dir an. Weil beste Freunde ist nicht einseitig, beste Freunde ist von beiden Seiten. Und beste Freunde ist, wenn Gott sagt, ich habe alles gegeben und wir sagen, ich habe alles gegeben. Ich bin über die Schwelle getreten, wo ich sage, dass die Welt hinter mir, das Kreuz vor mir, es gibt nichts in diesem Leben, das mich zurückhalten wird. Ich lebe für keinen anderen Grund, als dich zu verherrlichen. Wenn man zu diesem Punkt kommt, dann glaube ich, was das Wort sagt. Dass was immer wir bitten, wird er auch geben. Weil wir haben dann nicht Mercedes-Interesse. Wir haben dann nicht einen selbstsüchtigen Gebete, wo man sagt, hey, ich möchte das und weil du hast gesagt. Nein, dann betet man ja aus der Beziehung mit Jesus, wo man sagt, Herr, was immer du auf deinem Herzen hast, was immer dein Auftrag ist, gib mir, was ich brauche, damit ich das erfüllen kannst, was du und was dir dann nutzt. Weil du bist mein Freund. Und ich bin ein Freund hier und wir arbeiten zusammen. Und deshalb, was du mir gibst, das möchte ich auch dir geben. Und wie es gesagt hat, eigentlich im Vers, wo war das oben? Im Vers 7 von Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Aus dieser Freundschaft, aus diesem Vertrauen weiß Jesus, der wird nicht etwas bitten, was nicht gesund ist, wo selbstsüchtig ist. Er wird um das bitten, was das Königreich fördert. Und das ist etwas, das ich euch heute in verschiedenen Worten sagen möchte. Wir müssen zum Punkt hinkommen, wenn wir Jesus als Freund wirklich haben möchten in unserem Leben, wo wir sagen können, Jesus, du kennst alles von mir.
Es gibt nichts, das ich von dir halte. Es gibt nichts, das ich irgendwie so verstecke unterm Teppich oder nichts, das du nicht ansprechen kannst. Total transparent. Mein Leben ist dein Leben ist mein Leben. Und ich denke, was uns helfen kann, diesen Entscheid zu treffen, ist, dass Jesus dich versteht. In Hebräer 2, 17, 18 von der englischen Message Bible übersetzt, sagt es dort, deshalb musste er sich in jedes Detail des menschlichen Lebens hineinversetzen. Als er dann als Hohepriester vor Gott trat, um die Sünden des Volkes loszuwerden, hatte er alles schon selbst erlebt. All die Schmerzen, all die Prüfungen und konnte helfen, wo Hilfe nötig war. Wenn ich so ältere Menschen, die in einem Krieg waren, mit denen gesprochen habe, es ist ganz krass, wenn man hört, was sie eine Verbindung haben mit anderen von ihren Soldatenfreunden, die auch im Krieg waren mit ihnen. Da ist sofort eine Tiefe, eine Verbindung, wo man gar nicht mehr Worte dazu braucht, um es zu beschreiben. Die sind einfach so eng zusammen, weil sie haben was erlebt. Schmerz und Bitterkeit und Vertrauen und Krieg und Elend und Sieg vielleicht und das verbindet einem. Und Jesus sagt hier auch, ich weiß, was ihr für einen Krieg durchgeht. Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt. Ich habe es auch erfahren, als ich bei euch auf der Erde war. Jesus versteht unsere Beziehungen. Als seine Familie, Markus 3, als seine Familie davon hörte, wollte sie ihn zu sich nach Hause holen und sagen, er hat den Verstand verloren. Ich weiß noch, einer meiner Freunde ganz am Anfang in meinem Christenleben, wo ich dann gesagt habe, hey, mir ist was Krasses passiert. Ich war in diesem Jugendcamp in Südafrika, unterdessen wieder zurück in der Schweiz. Meine Freunde haben gesagt, Mann, ich bin neu geboren. Und sie sagten, du bist schon lange geboren. Nein, ich bin wiedergeboren. Ah, okay. Ja, ich weiß, es macht nicht Sinn, aber Jesus ist jetzt in mir. Ach, in dir. Ach so, okay. Und alles, was ich sagte, macht überhaupt keinen Sinn mit ihnen, aber ich war da so begeistert von dem neuen Leben und Jesus und sie konnten es überhaupt nicht sehen. Und ich kann mich noch erinnern, was das für ein Frust war, dass sie das nicht spüren konnten, was ich spürte. Und damit Familie ja auch. Viele von euch, vielleicht kamen wir zurück zu eurer Familie und gesagt, hey, ich bin jetzt wiedergeboren und so weiter. Und das hat etwas geändert in meiner Beziehung. Plötzlich war es nicht einfach Desi, wie sie mich dort genannt haben, aber ich war jetzt Mini-Moses. Da kommt der Mini-Moses. Und egal, was ich sagte, war immer so ein bisschen ein Kommentar da reinkommt über Jesus und so weiter. Und ja, ich war im Sporttag und der neben mir hat mich gerade noch so, er war schneller als ich, also hat mich dann besiegt. Und dann, ich stand da und da kam einer und sagt, ja, vielleicht hättest du Engelflügel bestellen sollen oder Jesus geht auf Wasser, vielleicht kannst du einfach über der Bahn gehen und einfach immer diese kleinen Comments. Und es war sehr, sehr schwierig, weil ich wollte, dass sie das spüren, was sie spüren. Und manchmal glaubt man das fast ein bisschen. Habe ich wirklich den Verstand verloren? Ich meine, ich bin der Einzige hier im ganzen Schulhaus. Jesus versteht auch unser Leben. Hebräer sagt auch im 4,15, dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Er weiß das Leben heute. Auch wenn es vielleicht ganz anders aussieht als dazumal, als er auf der Erde ging.
aber die Versuchungen sind dieselben. Jesaja, Jesus versteht unser Schmerz. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen und Krankheit vertraut, jemand, vor dem man Gesicht verbringt. Er war verachtet und bedeutet uns nichts. Und wegen unseres Vergehen, im 5. Vers, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus hat einiges mitgemacht. Er hat einiges erlebt für dich und für mich, nicht für sich selbst. Ist das nicht krass? Das ist etwas so, von seiner Seite her sagte, hey, ich nehme all das auf mich, weil ich möchte, dass du mein Freund bist. Weil ich möchte diese Freundschaft mit dir haben, damit du fragen kannst, was du möchtest, damit du um was bitten kannst, was du möchtest. Jesus als mein bester Freund, wie sieht das aus? Sprüche 18 sagt, manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Ich weiß, meine 2 Brüder, ich habe einen, der 7 Jahre jünger ist und der 3 Jahre älter ist. Und irgendwie am Schulhof, dazu mal mit dem älteren Bruder, als jemand etwas gegen ihn gesagt hat oder getan hat, oder sie wollten jetzt ihn Steine werfen oder was auch immer. Zu Hause, wir waren nicht die dicksten Freunde, aber auf dem Schulplatz, wenn du meinem Bruder etwas tust, dann bin ich gerade da. Also dann sind wir uns einig, da ist Unity und ich stehe mit ihm, auch wenn ich ihn nicht ausstehen konnte, ich stehe mit ihm. Und zu Hause dann wieder, okay, separat. Er war mein Bruder. Wir waren zusammen, wir waren eine Familie. Und ja, ich erinnere mich gerade an die Beerdigung meines Vaters vor kurzer Zeit und da waren meine 2 Brüder auch dort. Und ich dachte, es gab schon viele Zeiten, wo wir uns nicht Auge zu Auge sehen konnten und vielleicht nicht die besten Freunde waren. Aber in diesem Moment ging alles andere weg. Alles andere einfach wie so, Fluss unter, ging das einfach weg von uns und wir waren wirklich sehr, sehr stark zusammen. Und ich wünsche mir das für Familien heute. Ich wünsche mir das für jeden von uns hier auch im Livestream, dass wir Jesus als bester Freund erleben können. Dass wir zu dem Punkt hinkommen, wo er wirklich auch diese Nähe mit uns dann hat. Und 3 Dinge, die ich euch am Schluss jetzt noch ins Herz legen möchte, wo ihr einen Entscheid treffen könnt. Und das erste ist, wähle Jesus als dein bester Freund. Du musst einen Entscheid treffen. Du musst sagen, okay, er ist mein Gott, mein Heiland, mein was auch immer, aber ich möchte jetzt ihn auch als bester Freund kennenlernen. Das heißt, ich muss mich da positionieren, ich muss diesen Schritt wagen und sagen, okay, ich mache alles auf für ihn. Wie wir gesagt haben in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Er möchte dich ins Vertrauen ziehen. Ich möchte, dass du ihn ins Vertrauen ziehst. Dass, wie dem Vers sagt, dass er euch alles gesagt hat und ihr ihm alles sagen könnt. Ich weiß noch, mein ältester Sohn Justin, wahrscheinlich war er ungefähr 5 oder 6 oder 7, weiß ich was. Und habe es gemacht und ich wollte ihn disziplinieren und habe ihm gesagt, geh ins Elternzimmer und warte auf mich. Und ich kam dann dahin, habe mich aufs Bett gesessen und er hat mich so angeschaut, Auge zu Auge. Und ich habe gesagt, Justin, du weißt, warum ich dich disziplinieren werde? Und er sagt, ja, ich weiß schon. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu mir
und sagt, du darfst den nicht disziplinieren mit dieser Sache. Und während ich zu ihm spreche, denke ich aber, Herr, warum? Und da sagt er mir, weil ich das in dir noch nicht korrigieren konnte. Und ich sagte, Justin, das ist eine Ausnahme heute, dass ich es nicht loslasse. Keine falsche Idee, das ist eine Ausnahme. Das nächste Mal. Und dann ging Justin raus und ich saß auf dem Bett. Und dann habe ich von Jesus Footy Touch bekommen. Das darf man heute gar nicht mehr erwähnen. Das ist irgendwie Missbrauch. Meine Mutter hatte einmal, also ihre Lieblingswaffe war Teppichklopfer. Und da kamen diese Gummiteppichklopfer. Und dann, als der Teppichklopfer irgendwie verloren ging, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war er verloren, so vom Putzkasten, einfach unter das Bett irgendwie. Dann gab es halt einen holzigen Bügel. Das ist ein Bügel, wo man das Hemd aufhängt. Und der ging kaputt. Und das ist irgendwie auch ein Zeichen, dass der Bügel geht zuerst kaputt, nicht mein Hinterteil. Anyway, ich muss wieder zurück zur Botschaft kommen hier. Okay, wähle Jesus als dein bester Freund. Nummer 2, entscheide dich, mit ihm zu sprechen. Ich denke, dort fängt das Ganze an. Das Hebräer 4,16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit und Gnade finden. Wenn du dein Herz öffnest und sagst, Herr, ich möchte wirklich ganz, ganz transparent mit dir. Er weiß es ja alles schon, anyway. Also er kennt dein Leben ja, aber er möchte, dass wir es bekennen, dass wir uns öffnen. Und wenn wir mit dem kommen, er gibt uns Barmherzigkeit. Er schenkt uns Gnade. Und dann schlussendlich, Nummer 3, entscheide dich, ihm dein Leben anzuvertrauen. Entscheide dich, ihm dein Leben anzuvertrauen. Wisst ihr, da waren 2 Gebete, die mein Leben radikal geändert haben. Das erste Gebet war, Jesus, komm in mein Herz. Und das zweite Gebet, so 2-3 Jahre später, wo ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir all meine Gedanken. Ich gebe dir all meine Schwachheiten. Ich gebe dir meine Zukunft. Ich gebe dir meine Freunde, meine Arbeit, mein Geld. Ich gebe dir alles. Ich lass los. Nicht mehr ich, der lebe, aber Jesus, der in mir lebt. Und das Gebet war für mich persönlich mehr als eine radikale Veränderung als das erste Gebet. Aber ich muss sagen, heute, wenn ich zurückschaue, das war das beste Gebet, das ich je gebetet habe. Wo ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles, 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 alles. Schmerz, egal was. Und was immer wir Jesus geben, das nimmt er auch. Und was er auch empfängt, wird er umdrehen, verwandeln in etwas ganz, ganz Schönes. Viel schöner, als was wir damit tun konnten. Psalm 37,5 sagt, überlasse alles, was du tust, dem Herrn. Vertraue ihm und er wird dir helfen. Zum Abschluss möchte ich nochmal euch diese Ermutigung geben. Für die meisten hier, er ist dein Heiland, dein Erretter, dein Erlöser. Er ist dein Versorger. Du hast ihn in verschiedenen Situationen ganz anders erlebt. Aber ich möchte heute, dass du sagst, okay Jesus, ich möchte, dass du mein Freund bist.
ich möchte dein Freund sein. Wenn man einen Freund hat, jedes Mal, wenn er anruft, dann müssen wir nicht irgendwie auf stumm schalten. Man nimmt den Anruf. Sie können anrufen 2 Uhr im Morgen und man nimmt den Anruf. Was sind Freunde? Vielleicht sind diese Text-Messages, die man mit einem Freund austauscht und einer Freundin, das sind vielleicht 15 Mal am Tag oder 10 Mal am Tag, einfach ganz kurz hin und her. Ein Satz oder 1, 2 Worte. Man bleibt einfach immer in Verbindung. Nicht diese langen Diskussionen, vielleicht auch mal, aber die meisten sind so diese kleinen Austausch. Und genau das ist, was man mit Jesus tut. Hey Jesus, ich gehe jetzt gerade in ein Meeting. Danke für deine Hilfe. Herr Jesus, diese Person, die ich jetzt schon so oft mal gesehen habe im Tram, ich spüre, ich muss mal ein Gespräch anfangen. Hilf mir heute. Ganz kurz. Nicht irgendwie, oh Herr, der Größte aller Zeiten. Einfach, hilf mir, Jesus. Wie ein Freund zu einem Freund spricht. Und du wirst sehen, so wird er auch mit dir sprechen. Und dann wird es super. Dann wird es schön. Wenn diese Zusammenarbeit kommt und Gott wirklich, wirklich große Dinge tun kann. Aber es fängt alles an, natürlich mit Jesus. Und vielleicht hier ist jemand eingeladen von einem Freund oder am Livestream bist du gerade dabei und hast noch nie eigentlich den Entscheid getroffen, Jesus zu sagen, Herr, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennenlernen. Ich höre so viel über dich und die Welt ist jetzt wirklich so in einem Zustand, wo ich kein Vertrauen mehr haben kann in all diese verschiedenen Dinge, sei es mein Job oder Regierung oder Pharma oder was auch immer. Mein Vertrauen ist einfach nicht mehr so hoch in diese verschiedenen Dinge, aber ich muss mich irgendwo verankern und meine Freunde, die dich kennen, die haben so einen Frieden, ich möchte vielleicht auch mal diesen Frieden versuchen. Ich kenne dich gar nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Und diese Conversation, dieses Gespräch liebt Jesus. Und ich möchte dich bitten, jetzt wenn wir zusammen mal beten, dass du mir ein Gebet nachsprichst. Und vielleicht verstehst du das Ganze nicht, aber bete es von ganzem Herzen. Bete es wirklich ehrlich, sagen, okay Herr, ich möchte dich wirklich besser kennenlernen. Komm in mein Herz und zeig mir, wer du wirklich bist. Und wenn du dafür bereit bist, dann lade ich dich jetzt ein, mit uns zu beten. Sollen wir doch alle mal aufstehen, zusammen. Dann beten wir doch das mir nach. Und dann, wenn du Jesus schon in deinem Leben hast, als dein Erretter und Erlöser, dann vielleicht bitte dich mal zu sagen, hey, Jesus, ich glaube, es gibt ein Next Level für meine Beziehung mit dir. Ich glaube, es gibt dann noch einen Schritt. Es muss mehr da sein, als was ich vielleicht jetzt gerade habe. Und dann bei dem nächsten Lied, wenn du das Empfinden hast, dann komm doch und bet mit jemandem und sage, hey, ich brauche Weisheit, ich brauche Gottes Führung hier, ich möchte wirklich diese Freundschaft haben mit ihm und Next Level gehen mit dem. Aber zuerst mal, bete mal dieses Gebet nach mir. Vater im Himmel, und wir können es alle beten und denen helfen, die es zum ersten Mal beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du zum Kreuz gegangen bist. Du hast dein Leben für mich gegeben am Kreuz. Und heute hier gebe ich dir mein Leben. Komm in mein Herz. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Hilf mir. Und ich danke dir, dass du mein Gebet hörst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für all die Menschen, die jetzt Ja zu dir gesagt haben. Herr, ich bitte, dass du sie führst, dass du sie begleitest. Herr, dass du sie auch begrüßt und dass du in ihrem Leben dein Zuhause machst. Und für all die anderen, jetzt im Gebet, im Lied, im Worship, dass die verschiedenen Gebetspartner und Gruppenleiter kommen nach vorne. Und wenn wir das Lied singen, Herr, dass wir auch
ja, diesen Vertrauensschritt machen können und dir anvertrauen, Herr, dass du uns führst und leitest in diesem neuen Level, dieses Next Step vielleicht in unserem Leben, wo du unser Freund wirst. In Jesu Namen. Amen.